mitnehmen, möchten wir auch heute als Abschluss von dieser Serie noch mit einem Interview aufhören. Mit Leuten, die bei uns in dieser Pilotgruppe seit Anfangsjahr mitgemacht haben und gesagt haben, komm, wir probieren das aus und schauen, wie das geht. Und ich begrüße bei mir Sabi Ritter heute auf der Bühne. Danke, dass du da mitmachst. Hoi Sabi. Hallo, morgen miteinander. Sehr gut, das tönt. Hey Sabi, du hast auch vor einem halben Jahr so ein bisschen angefangen, das jetzt ganz bewusst auszuprobieren. Erzähl uns mal, wie sieht dein Sabbat aus? Ja, also mein Sabbat enthält recht viel von den Elementen, die wir in den letzten Sündigen schon davon gehört haben. Es startet am Morgen mit einem Startritual. Also vielleicht noch dazu zu sagen, wir feiern den Sabbat am Sonntag, 12 Stunden lang. Hat verschiedene Gründe, einfach weil wir gemerkt haben, den Samstagabend zu integrieren, ist in unserer Situation recht schwierig. Genau, und das Startritual ist Cappuccino und Gebet. Und das ist gleichzeitig auch so unser Sabbat-Treat, wo wir es ja schon davon hatten, etwas, was es bei uns nur am Sabbat gibt, Cappuccino. Nicht Gebet, Cappuccino. Wichtig, Gut. genau. Und sonst ist es auch natürlich, also in die Kirche zu kommen, in den Gottesdienst zu kommen, ist uns sehr wichtig. So das in den Sabbat zu integrieren und Zeit in der Natur zu verbringen, runterzufahren, zu lesen, auszuruhen, vielleicht auch mal einen Powernap zu machen an diesem Tag. Genau. Und was es nicht beinhaltet, ist Hausarbeit, sonstige Arbeit, wenn immer möglich natürlich. Genau. Fällt dir das leicht, die Sachen dort nicht zu machen? Ich kenne dich als jemand, der eben gerne die Sachen schön und ordentlich und sauber hat. Oder tust du dich eben gut vorbereiten darauf, dass das dann eben nicht musst? Nein, das fällt nicht immer leicht. Für die mich kennen, ich bin eine klassische Martha. Und darum ist das wirklich nicht immer so einfach. Also wir sind zum Beispiel gestern von der Ferien heimgekommen, mit verspätetem Flug und allem. Und ich bin heute Morgen durch Berge von Wäsche gelaufen in der Wohnung. Es ist nicht einfach, aber ich finde, es lohnt sich. Und wie du schon gesagt hast, häufig hilft einfach eine gute Vorbereitung auf den Tag. Also, es ist wie so die halbe Miete, den Sabbat im Vorfeld zu planen. Und das hingegen fällt mir relativ leicht, weil ich tue mega gerne planen. Und das Planen vom Sabbat ist wie so für mich schon halber Sabbat und die Vorfreude wird durch das geweckt bei mir. So gut. Du hast ja gesagt, du bist ja grundsätzlich eher ein bisschen, oder würdest dich jetzt eher als introvertiert bezeichnen. Vielleicht manchmal das Bedürfnis auch weniger da, jetzt am Sabbat noch grosse Gemeinschaft zu haben. Wie und warum ist es trotzdem ein Teil von deinem Sabbat? Das stimmt. Und da unterscheidet sich zum Beispiel mein Mann und ich recht fest. Er ist sehr extrovertiert und tankt auf im Kontakt mit den Leuten und mich kostet das eher Energie. Das Gute ist aber, es ist wie durch den Gottesdienstbesuch ist es automatisch Teil vom Sabbat und das ist wirklich auch der Ort, wo ich jetzt persönlich vor allem Gemeinschaft lebe am Sonntag. Im Kontakt mit den Leuten, gerade wenn man im Einsatz ist, man hat mit so vielen Leuten zu tun. Und auch die perfekte Gelegenheit, die wir haben, um nachher da essen, noch zusammenhocken, Leben teilen, miteinander schwätzen. Ja, das ist wie so der Teil. Und nachher langt es dann auch für mich so. Meistens. Jetzt eben wahrscheinlich der Michi könnte noch einfach weitermachen mit Kontakt. Wie geht ihr da auch mit eben so unterschiedlichen Bedürfnissen oder Ansprüchen um? Oder vielleicht generell mit Ansprüchen, die an euch vielleicht auch kommen?
Für uns ist wichtig, dass wir im Gespräch bleiben und so miteinander auch aushandeln, wie sieht unser Sabbat aus, wie sieht der Tag aus, ist allenfalls noch Treffen mit Familie oder mit Freunden Teil davon. Wenn ja, dann müssen wir schauen, dass wir sonst irgendwie noch Zeiten von der Ruhe haben, vom Rückzug. Genau. Einfach wichtig ist für uns im Gespräch zu bleiben und dort irgendwo auch Kompromiss zu finden. Genau. Du hast ja ganz am Anfang auch nochmal für dich gestartet. Wie ist das so? Hat das funktioniert? Oder wie habt ihr euch da? Das war tatsächlich manchmal lustig, weil dann war es irgendwie Sonntagnachmittag und ich bin auf dem Sofa gelegen und habe gelesen, so die Füße aufgelegt. Und der Michi ist durch die Wohnung durchgewuselt und hat E-Mails gelesen und Sachen gemacht. Und ich habe wirklich, ich glaube für uns beide, er hat wahrscheinlich auch ein paar Mal gedacht, ich würde eigentlich auch noch gerne einfach auf dem Sofa liegen, aber ich habe noch 17 Sachen zu erledigen. Und ich habe manchmal auch gedacht, irgendwie, ich komme fast ein bisschen ein schlechtes Gewissen über, wenn ich jetzt da so unproduktiv bin. Aber das Coole ist, dass der Sabbat auch ansteckend ist, haben wir erleben. Und jetzt ist es wirklich auch so unser gemeinsames Ding geworden. So cool. Was würdest du sagen, was hat es für eine Auswirkung in dein Leben, wo du merkst so? Ich habe, wie viele Leute auch, vor nicht allzu langer Zeit so eine Phase gehabt, wo ich energietechnisch ein bisschen an die Grenzen gekommen bin. Und es ist wie, den Sabbat einzuführen und zu halten und zu feiern, ist wie so eine Weiterführung von einem Prozess, der in dieser Zeit schon angefangen hat bei mir. Von mehr zur Ruhe kommen. Es hat viel auch mit diesen Ansprüchen zu tun, wo auch ich an mich selber hatte. Und ich merke, wie andere auch schon berichtet haben in den letzten Sündigen, es hat wirklich eine Auswirkung auch ins Leben von Montag bis Freitag. Weil in dieser Zeit, im vorletzten Frühling, bin ich manchmal, ehrlich gesagt, am Montagmorgen zu der Arbeit gefahren und ich habe gebrüllt im Auto, weil ich nicht gewusst habe, wie ich von der Energie her diese Arbeitswoche arbeiten soll. Und das, merke ich, ist auch unter anderem durch den Sabbat komplett anders, wie ich jetzt nur schon am Montag in die Woche starte. Wow, mega cool. Danke dir vielmals für das ehrliche Teilen. Geben wir ihr doch einen großen Applaus.